Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Webinar. Es ist jetzt genau 2 Uhr. Wir warten wie gewohnt noch ein paar Minütchen, damit sich alle einloggen können. Dann geht's gleich los. Juste une question pour organiser ein Wassergebiet Verbindungsprojekt. Et là, je me demande si oui, je dis si oui, appartient qui me contacte ou qu'est-ce que tu pensais? Tu sais, vu que les gens ne peuvent pas aider, on dit est-ce que vous avez un projet? Oui. Nous transmettre les informations via les portails. Les détails, qui nous communiquent les détails. Es loggen sich zwar immer noch Leute ein, aber wir wollen pünktlich beginnen, weil Frau Hinrichsmeier auch zeitlich begrenzt ist. Hallo und herzlich willkommen an alle zu unserem 4. Webinar in der Webinarserie Zirkuläres Wasser. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute wieder so zahlreich dabei sind. Mein Name ist Katja Hansen. Ich mache heute die Moderation Positive Impact und die AG. Heute haben wir einen spannenden Vortrag von Frau Hinrichsmeier von Hamburg Wasser. Wir werden die Fragerunde an Frau Hinrichsmeier auch gleich daran im Anschluss machen. Und danach haben wir einen Vortrag von Daniel Collignon vom Bestbüro und auch da, wie gewohnt, die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu besprechen. Und dann machen wir noch eine kleine Zusammenfassung dieser Webinarserie, weil ja heute das vorerst letzte Webinar stattfindet. Wie gewohnt, bitte schalten Sie Ihre Kamera aus, wenn Sie nicht sprechen. Das gilt auch für unser Team. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wir schicken Ihnen den Link entsprechend zu. Und auch die Präsentationen werden wie gewohnt geteilt. Bitte stellen Sie Ihre Fragen in der Q&A an Tom Michel
Und dann werden wir das entsprechend alles aufarbeiten. Hoffe ich, dass wir genug Zeit haben, sonst wie gewohnt auch im Nachklapp. Mit dieser kurzen Einführung würde ich gerne für ein kurzes Begrüßungswort an Brigitte Lambert übergeben, bevor dann Frau Hinrichsmeier mit ihrem Vortrag anfängt. Brigitte. Ja, vielen Dank, Katja. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie auch heute wieder begrüßen zu können zu unserer Webinarserie und dass Sie uns so tatkräftig treu geblieben sind bis zum 4. Webinar. Und ich freue mich heute ganz speziell auch über den Vortrag von Hamburg Wasser. Ein ganzheitliches System und was wir heute auch mitteilen wollten, das ist der Stand der Dinge in Luxemburg, wie wir uns die Erarbeitung der Regularien und die Situation in Luxemburg vorstellen könnten. Und ja, ich will gar nicht viel Zeit damit verlieren, hier große Rückworte zu schwingen, sondern würde ganz gern sofort ins Thema steigen und freue mich. Danke. Herzlichen Dank, Brigitte. Frau Hinrichsmeier, wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich weiß, es gibt ganz viele Anfragen und deswegen fühlen wir uns besonders geehrt, dass Sie es geschafft haben, das einzubauen in Ihren Terminplan und freuen uns daher, dass Sie uns das Pilotprojekt Jenfelder Au vorstellen. Und damit übergebe ich gern das Wort an Sie. Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch immer etwas über das Projekt berichten zu können und genau, werde das heute hier tun und ich freue mich, dass wieder so viele Teilnehmer auch da sind. Ja, Nane Hinrichsmeier, ich arbeite bei Hamburg Wasser in der Abteilung, wo auch dieses Projekt mit entstanden ist, schon vor langer, langer Zeit, 2005 war die Idee dazu und heute sind wir im Jahr 2021. Genau, und ich werde im kommenden zunächst einmal etwas, jetzt muss ich hier nochmal weiterklicken, einmal kurz was zu Hamburg Wasser sagen, uns als kommunales Ver- und Entsorgungsunternehmen. Dann gehe ich auf die Idee hinter dem Hamburg Water Cycle ein, natürlich speziell zur Umsetzung im Quartier Jenfelder Au mit einigen Bildern, eine kurze internationale Einordnung des Stadtquartiers und zum Ende eine Zusammenfassung. Ja, Hamburg Wasser ist ein Unternehmen mit einer langen Tradition, also eins der ersten Städte, das auf dem europäischen Festland eine Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gebaut hat. Damals 1842 nach einem großen Brand hier in der Stadt. Und ja, seit 2006 sind wir ein sogenannter Gleichordnungskonzern. Das heißt, Trinkwasser und Abwasser wurde zusammengelegt. Wir sind die Hamburger Wasserwerke, ist eine GmbH, die Hamburger Stadtentwässerung, eine Anstalt öffentlichen Rechts. Gleichordnungskonzern heißt, sie sind zu gleichen Teilen ja, stimmberechtigt und wir sind eben zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Was machen wir? Wir versorgen ganz Hamburg mit Wasser und entsorgen das Abwasser. Hier sehen Sie einmal das gesamte Gebiet. Wir haben 16 Pumpwerke in der Stadt, verteilt natürlich dann die Wasserwerke und der zentrale Klärwerksverbund hier im Süden, im Hafen an der Elbe, wo das Abwasser behandelt wird. In Zahlen heißt das 2,2 Millionen Menschen, die eben versorgt werden mit Trinkwasser, die dann über ja, eine beachtliche Leitungsnetzlänge im Freigefälle auch wiederum entsorgt werden und wo das Hamburger Abwasser von ungefähr 410.000 Kubikmeter täglich auf dem Klärwerk an der Elbe behandelt wird. Das ist ein gut funktionierendes System seit 150 Jahren und damit möchte ich einen Blick auf die urbane Wasserwirtschaft, speziell in Hamburg, werfen
Und zwar sehen Sie hier mal abgebildet der Trinkwassergebrauch und die Einwohnerentwicklung in der Stadt. Genau. Zu Anfang hatten wir natürlich unser schönes Elbwasser, unfiltriert bis filtriert. Heutzutage, nicht seit heute, sondern schon seit einiger Zeit haben wir nur noch Grundwasser, also seit ja, 1975 ungefähr. Und wir sehen hier, dass die Einwohnerentwicklung immer stieg, aber auch seit 1975 der Trinkwassergebrauch eigentlich zurückging. Und sich dieser Trend eben nicht weiter fortsetzte, aber natürlich die Infrastruktur für einen weitaus längeren Zeitraum dimensioniert wurde und auch ja, verbaut ist in der Erde. Ups. Und das bringt eben auch so gewisse Herausforderungen mit sich. Also wir haben eben dieses Rohrleitungsinfrastruktur in der Stadt verbaut, was ausgelegt ist auf eine Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren. Und somit sind eben Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen schwierig möglich. Und wenn man sich auch die Abwasserbehandlung anschaut, ist es so, dass die Kläranlagen zu den größten kommunalen Energieverbrauchern gehören. In Hamburg sind das so 180 Millionen Kilowattstunden pro Jahr an Strom und Wärme. Das ist ungefähr vergleichbar mit so einer Kleinstadt. Ja, das ist schon relativ viel. Und obwohl unsere Verfahren natürlich oder auch das Klärwerk sehr durchdacht ist, wir verwenden natürlich sehr viel Energie wieder, wir nutzen unser Biogas und produzieren eigene Strom und Wärme und haben auch ein 100% Energieautarkie-Ziel, ist es eben die Frage, wie wir auf andere weitere Herausforderungen der Zukunft auch reagieren können. Also Klimawandel, immer stärkere Hitzeperioden in den Sommermonaten, die Rückgewinnung von Rohstoffen, die immer stärkere Analytik, was Mikroschadstoffe auch angeht, und das Ziel, irgendwie Wasser in Kreisläufen zu führen, so wie ja auch das Thema der gesamten Webinarserie ist. Und die Frage ist, ob wir immer das richtige System optimieren. Diesen Fragen widmen wir uns in zahlreichen Pilot- und Demonstrationsprojekten. Hier nochmal eine kleine Auswahl bei Hamburg Wasser, Regenwassermanagement, Wärmerückgewinnung aus Abwasser und ja, Klärgasaufbereitung zu Biomethan. Wir haben gerade eine ganz große Phosphorrückgewinnungsanlage auf dem Klärwerk gebaut, wo aus Klärschlamm Asche Phosphorsäure zurückgewonnen wird. Und eben auch das Projekt Hamburg Water Cycle im Stadtquartier Jenfelderau. Wir machen das als zweitgrößtes kommunales Wasserunternehmen in Deutschland, weil wir uns auch verantwortlich fühlen, uns eben für die Zukunft auszurichten und auf ihre Praktikabilität zu überprüfen als kommunales Unternehmen, als Betreiber solcher Systeme. Und genau, und jetzt möchte ich auf den Hamburg Water Cycle im Speziellen natürlich eingehen. Die Idee dahinter ist, dass man die Aufgabenfelder von Wasser, Abfall und Energie als ineinandergreifende Aufgabenfelder betrachtet und das Wasser eben an der Quelle trennt in seine verschiedenen Abwasserströme, Schwarzwasser, Grauwasser, Regenwasser. Dann insbesondere, was das Schwarzwasser angeht, diesen mit geeigneten Abfällen, zum Beispiel aus ortsnahen Betrieben, zusammenführt und vor Ort dezentral verwertet und dort eben die Energie nutzt. Mit dem Ziel, CO2-Emissionen insgesamt zu reduzieren und Ressourcen zu schonen sowie in Kreisläufen zu führen. Schauen wir jetzt aber mal genauer auf den Wasserkreislauf in dieser Hinsicht. Der Hamburg Water Cycle trennt es da grob in Regenwasser, Grauwasser und Schwarzwasser. Das Regenwasser soll möglichst lokal versickern, um zu einem besseren Mikroklima beizuführen. Das Grauwasser wird im Hamburg Water Cycle nicht in leicht verschmutztes oder stark verschmutztes getrennt, was ja auch oft der Fall ist. Wir nehmen alles Grauwasser, also aus Duschen, Waschbecken, Waschmaschinen, Spülmaschinen, um dieses effizient und lokal aufzubereiten und einer Wiederverwendung oder Wiedernutzung zuzuführen.
Und beim Schwarzwasser eben, das beinhaltet ausschließlich das Toilettenabwasser, was auch getrennt erfasst wird, um dann daraus mit geeigneten Kosubstraten Energie zurückzugewinnen und Nährstoffe. Irgendwie hakt das hier mal. Wie haben wir das nun, also das ist sozusagen das Gesamtkonzept, das kann unterschiedlich umgesetzt werden. Wir haben es auf Gut Karlshöhe, das ist ein ganz kleines Kapier, schon einmal ein ganz kleines Demonstrationsprojekt, Lernprojekt, eine Hauslösung, wo wir das schon mal im Kleinen getestet haben und jetzt halt in einer Stadtquartierslösung im Quartier Jenfelder Au. Die Jenfelder Au ist hier im Osten von Hamburg ein Gebiet, wo eine Gesamtfläche von 35 Hektar umgestaltet wurde. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Kasernengelände und wo Wohnungen für mehr als 2000 Leute entstehen. Das sind so 835 Wohneinheiten, wo man eben diesen Hamburg Water Cycle in die Stadtentwicklung mit aufgenommen hat und dort vor Ort das dann gemeinsam mit dem Bezirksamt Wandsbek umgesetzt hat. Was haben wir dort jetzt konkret mit den Wasserströmen gemacht oder was machen wir aktuell mit diesen verschiedenen Stoffströmen? Also das Regenwasser vor Ort soll vor Ort versickern auf Grünflächen, in Dauerstauflächen und in einen Kühnbachteich geleitet werden, aber auch einfach direkt schon versickern und damit eben zu einem besseren Mikroklima beitragen, also mehr Wasser in der Stadt, mehr ja, in Sommerperioden mehr Kühle. Das Regenwassermanagement wiederum liegt in der Verantwortung des Bezirksamts Wandsbek und ist auch noch im Aufbau. Da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sondern ich werde mich auf Grauwasser und Schwarzwasser fokussieren, weil das natürlich da unsere Infrastruktur ist, die dort liegt. Das Grauwasser wird also in den Haushalten erfasst und über eine Freigefälleleitung zum tiefsten Punkt des Viertels geleitet und dann über eine Druckrohrleitung zum lokalen Betriebshof. Und das Schwarzwasser wiederum wurde mit Vakuumtechnologie wird das erfasst und auch zum Betriebshof geleitet. Auf dem Betriebshof wiederum erzeugen wir dann vor Ort Biogas, was über ein Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt wird und dann zurück an den Nahwärmeversorger abgegeben wird und der Strom ins Netz eingespeist wird. Schauen wir uns dieses Viertel Alba genauer an. Das hier ist dieser Querschnitt. Wir haben hier den Kühnbachteich fürs Regenwassermanagement, aber auch ganz viele Grünflächen drumherum. Dann haben wir hier die Grauwasserleitung. Hier ist der tiefste Punkt des Viertels, die über eine Druckrohrleitung dann wiederum zum Betriebshof geleitet wird. Und die Schwarzwasserleitung, auf die ich jetzt gleich nochmal näher eingehen werde. Weil das Vakuumnetz ist sozusagen in dieser Größenordnung das erste Mal, was man für Schwarzwasser in dieser Form ausgelegt hat. Im konventionellen System ist es ja so, dass man eben mit Schwerkraft arbeitet. Das heißt, man spült einfach mit genügend Wasser die Toilette und transportiert so Fäkalien und Toilettenpapier zum Punkt der Behandlung. Hier funktioniert das eben, ist die treibende Kraft der Unterdruck. Das heißt, wir haben Vakuumtoiletten in den Häusern und es ist so, dass die sind natürlich modern und speziell für den Wohnungsbau angepasst. Hier sehen Sie ein Beispiel, eine Rödiger Toilette. Und diese Vakuumtoiletten nutzen halt nur 0,5 bis 1,2 Liter Wasser pro Spülung. Eine konventionelle Toilette, da gibt es natürlich auch schon viele Wasserspartechniken, aber das liegt so zwischen 6 und 8 Litern. Jetzt ist es so, dieses gesamte System ist kein Staubsaugersystem, sondern das gesamte Vakuumnetz steht unter Unterdruck. Wenn jetzt also jemand die Toilette benutzt und die Spülung betätigt, ist es so, dass dass hier Luft hineingetragen wird in das System und
ein System, ein Unterdrucksystem immer versucht, sich dann auszugleichen, wenn ein Druckunterschied besteht. Das heißt, hier sammelt sich etwas und im nächsten Luftzug wird es dann über diesen Sprung nach oben geleitet und so geht es dann peu à peu zu den Vakuumtanks. Ja, dieses System ist eben ein sehr wassersparendes System, weil eben wirklich deutlich weniger Wasser gebraucht wird und dieses hochkonzentrierte Schwarzwasser gar nicht so viel mit sauberem Trinkwasser vermischt wird und das eben zu einer Wasserersparnis führt. Das Vakuumnetz selbst ist in der Jenfelder Au, wird eben zentral betrieben. Das heißt, wir haben eine zentrale Vakuumstation. Hier wird der gesamte Unterdruck für das System hergestellt. Und man hat sich zwei verschiedene Druckzonen überlegt. Das hat energetische Gesichtspunkte, weil dieser Teil des Viertels liegt etwas tiefer als dieser Teil. Das heißt, hier haben wir einen etwas höheren Unterdruck als hier und transportieren dann eben über 3 Stränge das Schwarzwasser zum Betriebshof. Wir haben hier verschiedene Vermaschungspunkte, Vernetzungspunkte für den Störfall eingerichtet, aber auch für Wartungszwecke, sodass man eben so welche Rohrleitungen auch mal umschiebern kann, um dann mal den einen Tank oder mal den anderen Tank auch zu warten. Das ist natürlich sehr wichtig. Wie sieht dann der Betriebshof vor Ort aus? Hier ein Überblick, einmal die Vakuumstation mit den Vakuumkompressoren und den Vakuumtanks und natürlich der Abluftbehandlung. Wenn man da die Luft raussaugt aus diesen Tanks, die muss natürlich behandelt werden, gerade wenn es in so einem Viertel steht. Das wird mit Aktivkohlefiltern gemacht und die Annahmestelle für Kosubstrate. Dann haben wir vor Ort, geht dann das Schwarzwasser mit den Fettabwässern in die Biogasanlage, wird dort zu Methan umgewandelt und das Methan landet im Biogas-Speichertank, die Sie hier sehen. Und bevor es dann verwertet wird, wird es noch gereinigt von Schwefel und dergleichen und dann im betriebseigenen Blockheizkraftwerk zu Strom und Wärme umgewandelt. Die Wärme wird an den Nahwärmeversorger GTEC abgegeben, der hier sein Heizhaus hat. Und dann geht das Ganze zurück ins Viertel und der Strom wird eben eingespeist. Hier, ja genau, das ist die Gasaufbereitungsanlage und das Blockheizkraftwerk. Und hier auf dieser Aufstellfläche stehen aktuell 2 Versuchscontainer zur Grauwasserbehandlung. Seit letztem Jahr, das System befindet sich, wie gesagt, immer noch mit im Aufbau und ja, dort werden eben noch Versuche gefahren, wie das Grauwasser am effizientesten aufzubereiten ist. Dieses Projekt hat eben eine sehr lange Geschichte. Ich hatte eben gesagt, schon 2005 die Idee, bis zum Bau dann 2013 und dann seit 2016 nun die phasenweise Inbetriebnahme. Wir sind aktuell bei einer Einwohnerzahl, also bei einer Wohneinheitenanschluss von rund 500 Wohneinheiten. Das heißt, rund die Hälfte der Bewohner sind schon eingezogen aber es ist eben noch immer Hochbautätigkeiten im Viertel und ja, wir produzieren allerdings natürlich schon Strom und Wärme. Wir behandeln auch schon einen Teilstrom des Grauwassers in diesen Containern, noch nicht das gesamte Grauwasser. Und die Nährstoffrückgewinnung würde sich dann eben erst noch anschließen bei den Gärresten. Da komme ich dann gleich noch zu. Ja, es ist sehr wichtig, dass man früh involviert ist in so ein Projekt. Sie sehen das an dem langen Zeitstrahl. Bis überhaupt erstmal der erste Spatenstich gesetzt wurde, ist sehr, sehr viel Zeit vergangen, weil das eben auch wirklich ein enormes Stakeholder- und Management ist und Schnittstellenbetrachtung. Sowohl intern natürlich, bereichsübergreifend, als auch eben extern mit den Hausverwaltungen, Bauherren erstmal den Investoren, aber auch noch Universitäten, der Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen und eben den ganzen Ämtern. Nun kommen wir zu ein paar Bildern, starten dann natürlich, wo man auch was sieht. Also 2012 ging es los mit der Kampfmittelräumung und der Geländevorbereitung durch das Bezirksamt Wandsbek. Die war aufwendig, was man anlässlich des alten Militärgeländes natürlich verstehen kann. Es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dann 2013 war dann der Spatenstich
für den Leitungsbau unsererseits im öffentlichen Netz, bevor überhaupt irgendwas dort gebaut wird. Die zweifache Leitungsführung dann. Dann 2014 wurde schon der Kühnbachteich fertiggestellt durch das Bezirksamt Wandsbek und es kam auch nochmal zu einer Erhöhung der Wohneinheiten. Das heißt, wir mussten einen kleinen Baustopp einlegen, wir mussten unser Netz nochmal im Nachgang quasi überplanen und gucken, ob auch diese Erhöhung der Wohneinheiten abgedeckt werden konnte, bevor es dann richtig losging in die Vermarktung. Der Wohnungsbau dann startete dann 2015 und auch wir hatten dann die Installation wir hatten dann eben auch intensiv uns mit Bauherrenberatung beschäftigt, weil es eben neu war, auch für die Bauherren dort eben ein zweifaches Leitungssystem einzubauen. Wir haben dann auch einen Leitfaden erstellt, was zusammengefasst ist ein Handbuch Unterdruckentwässerung, wo wir eben diese Erfahrung, die wir so weitergeben konnten, erfahren haben, zusammengefasst haben und was auch auf unserer Internetseite zur Verfügung steht. Das geht eben um den privaten Bereich. Im öffentlichen Netz haben wir das natürlich einfach selber gemacht. Bei der Projekt bei 2015, 2016 haben wir dann auch unsere Vakuumstation installiert, das heißt diese Unterdrucktanks. Die sind gar nicht so groß, 7 Kubikmeter pro Tank. Wenn man steht, geht man so bis hier ungefähr. Und der ist auch nicht komplett eben mit Schwarzwasser gefüllt, sondern natürlich hauptsächlich mit Luft. Und bis hier ungefähr steht dann so das Schwarzwasser drin und wird dann über diese Abwasserpumpen weitergeleitet. Das hier sind die Vakuumkompressoren, wo eben die Luft aus diesen Tanks herausgesaugt wird. Genau, 2017 dann der Einzug der ersten Bewohner und die Nutzung auch tatsächlich des Vakuumsystems. Zunächst der eine Strang, Strang 1 und ja, mittlerweile sind aber alle 3 Stränge natürlich in Betrieb und die Nutzer soweit zufrieden. 2019 haben wir dann, nachdem wir dann auch Schwarzwasser gesammelt haben und erfasst haben, haben wir dann uns dem Bau der Schwarzwasserbehandlungsanlagen, also der Biogasanlage und des Gasspeichers und des Blockheizkraftwerks gewidmet und diese wurde dann im Sommer 2019 von unserem Umweltsenator eingeweiht. Ja, 2020 haben wir uns dann dem nächsten Stoffstrom gewidmet und dem Grauwasser, was nun auch in größerer Menge dann zur Verfügung stand und haben erstmal eine Versuchscontainer aufgestellt mit einem Festbett-Bioreaktor, um dieses Grauwasser, also ein neuer Stoffstrom, erstmal von so einem großen Viertel, also so einem Quartiersstoffstrom Grauwasser eben genauer zu untersuchen und auch auf seine Behandlungsmöglichkeiten hin auszutesten, bevor wir eben eine großtechnische Anlage dort hinsetzen. Sie sehen hier auch noch einen zweiten Container. Das ist ein Versuchscontainer der Bauhaus-Universität Weimar, wo ein anderes Verfahren, eine schwerkraftbetriebene Membran, getestet wird, was ein etwas innovatives Verfahren ist, die auch beschichtet ist. Also wir sind da eben noch in der Verfahrensfindung und wollen da eben unsere eigenen Erfahrungen machen und uns da erst nochmal Wissen aufbauen. Genau, 2021, die Versuche laufen. Wir wollen diese Versuchsanlage jetzt nochmal erweitern, um eine Ultrafiltrationsmembran mit Aktivkohledosierung, um eben auch insbesondere hinsichtlich Mikroschadstoffe da weitere Untersuchungen zu tätigen und auch eben Aussagen machen zu können, in welcher Form können wir Brauchwasser herstellen und für welche Nutzungszwecke ließe sich das dann eben nutzen. Wir werden es nicht zurück in die Haushalte führen, weil wir dort, das ist nicht vorgesehen einfach, wir haben da keinen Leitungsbau gebaut. Der ursprüngliche Plan ist es in den lokalen Vorfluter abzuleiten, also ein kleiner Rahlau. Das machen wir natürlich aktuell noch nicht, weil wir eben erst noch mal gucken, wie wir das reinigen. Und es stehen natürlich auch, wenn wir das schon aufwendig reinigen, natürlich auch noch andere Nutzungszwecke zur Verfügung, zum Beispiel gewerbliche Nutzung also da sind wir eben noch in Gesprächen auch mit dem Bezirksamt.
Ja, die habe ich jetzt nun über die Erfolge geredet. So möchte ich auch über ein paar weitere Herausforderungen während der Projektumsetzung sprechen. Also wir können sehr stolz sein, dass wir so einen langen Atem auch hatten, weil es ist ja wirklich eines der längsten Projekte bei Hamburg Wasser. Und es gab sowohl technisch als auch organisatorisch sicherlich die ein oder andere Herausforderung, die zum Beispiel jetzt technisch die Planung des Vakuumnetzes, so die einzelnen Komponenten selbst sind eigentlich nicht unbedingt ganz neu, aber die Zusammensetzung derer ist eben was Neues. Also das ist eher eine systemische Innovation. Es gibt Vakuumtechnologie für Schmutzwasser oder auch in Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen. Sie kennen die Toiletten ja, oder auch in Hauslösungen, aber eben noch nicht für ein so großes Quartier und auch nicht für Schwarzwasser für ein so großes Quartier. Und das ist eben nochmal ein anderer Stoffstrom, der ist hochkonzentriert, der löst andere chemische Reaktionen aus und der wurde auch noch nicht in dem Maße im Wohnungsbau und vor allen Dingen auch im Geschosswohnungsbau eingesetzt, was dann wiederum ja, die Bauherren und auch die Sanitärfachfirmen bezüglich des Schallschutzes auf jeden Fall zunächst vor Herausforderungen stellte, aber am Ende haben sie, was auch in dem Unterdruckhandbuch zusammengefasst ist, geeignete Schallschutzmaßnahmen, die sich eben unterscheiden von dem anderen Leitungsbau, entwickelt und haben die Anforderungen an den gehobenen Wohnungsbau, sind sie eben auch, erfüllen sie jetzt. Und das ja, hat sozusagen auch nochmal Neuentwicklungen in anderen Bereichen ausgelöst. Organisatorisch war das natürlich auch alles eine neue Herausforderung. Normalerweise hört bei uns die Geschichte an der Grundstücksgrenze auf im konventionellen System. Hier haben wir ein technisch zusammenhängendes System, was eben über diese Zuständigkeitsbereichen von privat und öffentlichem Grund hinweg geht. Im Bau gelöst über die Bauherrenberatung, dass das alles fachgerecht installiert wird. Im Betrieb haben wir da noch einige Schnittstellen natürlich, die jetzt ganz anders zu bedienen sind, als wir es sonst gewohnt sind. Auch intern ist es ein abteilungsübergreifendes Projekt. Die Netze und die Anlagentechnik, die arbeitet da neu zusammen. Normalerweise ist auch dort ein Cut sozusagen. Und hier auf so kleinem Raum ist es eben eine neue Zusammenarbeit, die aber auch ganz neue Möglichkeiten eben eröffnet. Und auch rechtlich gesehen ist es natürlich so, wir haben das Hamburger Abwassergesetz und da ist soweit eigentlich alles abgedeckt, was wir machen. Stoffstromtrennung war bisher da nicht abgedeckt. Da ist eine Anpassung vorgesehen, die wurde 2010 angestoßen. Noch gibt es da jetzt keine Novellierung des Abwassergesetzes. Es ist aber in Planung und eingereicht. Und in Jenfeld wurde das so gelöst, dass man eben diese Anforderungen im Anhang zum Kaufvertrag der Grundstücke geregelt hat, also da eben rechtlich abgesichert ist. Des Weiteren ist natürlich noch sehr viel Unerfahrenheit bezüglich ja, genehmigungsrelevanter Themen noch offen. Das Grauwasser wiederum wäre möglich einzuleiten. Aktuell machen wir das noch nicht. Wir wollen uns da eben ja, erst noch das Wissen weiter aufbauen und auch stabiles Brauchwasser produzieren. Aber da ist natürlich auch bei den Behörden unterschiedliche Ansprechpartner, häuslicher Bereich, gewerblicher Bereich. Das hängt dann auch vom Nutzungszweck ab. Und genau, einfach auch nicht so, einfach noch Unklarheiten oder Unsicherheit bezüglich der Grenzwerte und gewissen Auflagen. Und wirtschaftlich ist es natürlich auch so, das erste Mal ist immer ein bisschen teurer, da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben eine große Förderung bekommen aus dem EU-LIFE-Programm, was eben überhaupt diese Vakuumtechnologie ermöglichte. Also auch da ist sowas immer sehr fördernd für solche Art von Projekten. Wie ist dieses Projekt nochmal einzuordnen? Also die Jenfelder Au ist aktuell das größte trennende Sanitärsystem in Europa, was soweit umgesetzt wurde. Es gibt in Buxlotterhab in den Niederlanden ein Projekt. Es gibt in Helsingborg ein Projekt, was jetzt gerade in Betrieb gegangen ist. Es gibt in Gent ein Projekt, was schon länger in Betrieb ist. Es gibt kleine Quartierslösungen, die Flintenbreite, wo wir auch im engen Kontakt zu standen in der Entwicklung. Also auch schon wirklich die Ökosiedlung und dergleichen, die natürlich das schon lange machen.
Aber eben in dieser Größenordnung und auch durch ein kommunales Ver- und Entsorgungsunternehmen ist das bisher ja, das größte Projekt. Mit den Partnerprojekten sind wir im engen Austausch. Das macht richtig Spaß, weil wir natürlich an gleichen Sachen auch forschen, weiterentwickeln, anwenden, gerade was so die Grauwasserreinigung angeht. Nährstoffrückgewinnung, die haben auch unterschiedliche Fokus, die Projekte. In Buxtehude geht es sehr stark um Rückgewinnung von Nährstoffen. Dem Punkt sind wir ja noch gar nicht, was die Gärreste so angeht. Da werden wir uns viel austauschen und die Projekte wiederum schauen natürlich viel auf uns, was wir jetzt bei den Grauwassergeschichten auch schon so herausfinden. Um es zusammenzufassen, ja, wir sparen viel Trinkwasser ein, allein schon 30% durch diese Vakuumtechnologie. Wenn wir das Grauwasser einem weiteren Verwendungszweck wirklich in der Nutzung zuführen, kann das nochmal bis zu 40% weitere Ersparnis zu führen. Wir produzieren Strom und Wärme. Das ist jetzt hochgerechnet auf den Endausbauzustand. Und dadurch, durch die eigene Energieversorgung und natürlich die Trinkwassereinsparung, haben wir natürlich auch CO2-Einsparung. Insgesamt haben wir natürlich in diesem Projekt viele, viele Vorträge gehalten. Wir hatten auch schon einige Besucher aus mehr als 20 Ländern vor Ort, auch aus den südlichen Staaten oder aus dem globalen Süden, bei denen ja zum Teil die Wasserknappheit eben noch ein ganz andere Relevanz darstellt und somit auch zur Übertragbarkeit, also Städte mit unzureichenden Trinkwasserreserven, für die ist so ein System sicherlich interessant, aber auch vielleicht Städte, in denen die bestehenden Kläranlagen eine geringe Kapazität haben, die ausgebaut werden müsste. Vielleicht ist dort eine dezentrale Lösung interessant. Aber auch natürlich Städte mit ehrgeizigen Klima- und Nachhaltigkeitszielen. Wenn man die Stoffströme an der Quelle trennt, ergeben sich noch vielleicht andere Nutzungsmöglichkeiten, als wenn man auch das Regenwasser insbesondere noch immer mit hinzufügt und man nachher einen riesengroßen Stoffstrom hat. Um dann so kleine Stoffe wie Mikroschadstoffe und Arzneimittelrückstände auch nachher rauszubekommen. Oder eben Städte oder Quartiere mit schwierigen Untergrundbedingungen. Die Vakuumleitung, Sie haben das eben gesehen, dieses Sägezahnprofil, das kann auch hochleiten zum gewissen Grade und kann eben deutlich flacher verlegt werden als so eine Freispiegelkanalisation und kann somit noch ganz andere Erschließungsmöglichkeiten ergeben. Genau, damit bedanke ich mich und stehe noch gerne für Fragen zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank, Frau Hinrichsmeier. Das war ja informationsgepackt und Sie können sich vorstellen, da sind jetzt auch viele Fragen eingetrudelt. Wir versuchen, die mal so ein bisschen zu organisieren. Technisch gesehen fragt der Herr Heuschling, welche Erfahrungen Sie denn gemacht haben mit dem Vakuumsystem. Da sind Sie ja auch schon kurz drauf eingegangen, in Bezug auf Verstopfung, Fremdelemente, Blockierung. Sie hatten ja gesagt, prinzipiell sind die Nutzer damit ganz zufrieden. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Aber wie ist das so vom Betrieb? Das läuft ja jetzt schon eine ganze Zeit. Genau. Ja, ganz zufrieden, das habe ich so gesagt. Also wir führen Zufriedenheitsumfragen durch bei den Nutzern. Also es war jetzt schon die zweite, die ist jetzt gerade im März passiert. Also einmal gibt es online, aber es gab auch persönliche Interviews jetzt nochmal, um auch wirklich die Erfahrung mit diesen Vakuumtoiletten vor Ort zu erfahren. Und das Ergebnis ist wirklich überwiegend positiv. Betrieb dieses Vakuumnetzes grundsätzlich für uns als Ver- und Entsorger erstmal eine neue Sache. Man muss auch neue Instandhaltungsstrategien, man braucht ein paar mehr neue Werkzeuge dafür. Also das ist schon was Neues, ist aber nicht also das ist machbar. Man muss sich eben dafür nur auch die Kapazitäten freiräumen und das mit einplanen, schon direkt in der Planung, dass man dieses Betreibermodell und diese Instandhaltungsstrategien schon direkt von vornherein mitdenkt. Verstopfer in dem Sinne hatten wir noch nicht. Also wir hatten kleinere Geschichten, das war einmal ein interner eine Fehlschaltung sozusagen, wo einmal das komplette Netz lahmgelegt wurde für, ich weiß nicht mehr, sehr kurze Zeit. Das war allerdings eher eine IT-Geschichte, die sich dann ausgelöst hatte.
Und ansonsten im Hausbereich tatsächlich gab es auch kürzlich eine Sache, wo auch etwas ein kleiner Ausfall war. Da ist man aber eben mit Fremdstoffen, also es gehört eigentlich nichts in die Toilette, was auch nicht in die normale Toilette gehört. Das ist immer so die Geschichte. Da sind Feuchttücher ein ganz großes Thema. Die gehören auch nicht ins Vakuumklo. Interessant ist, Mhm. dass die Vakuumtoiletten einen deutlich geringeren Durchmesser haben, was das Rohr angeht. Also wenn man etwas in die Toilette reinschmeißt, was viel größer ist, da merkt man schon selber als Nutzer, das passt da nicht rein. Das Und passt da sowieso nicht durch, genau, das passt ja ja. sowieso nicht durch und dann habe ich direkt das Problem. Also was natürlich in einem konventionellen System vielleicht erst beim Pumpwerk auffällt, wenn da dann ein großer Zopf an Feuchttüchern entstanden ist. Es wird so ein bisschen das Thema Toilette ist mehr Thema durch diese Vakuumtechnologien, weil es in das Haus geht. Die Bewohner kriegen viel mehr mit. Und das ist ganz spannend zu beobachten, eigentlich, wie das auslöst wiederum in der ganzen Debatte darum. Also ja, ich glaube, so diese Herausforderung, die man hat, also wir hatten keine größeren Herausforderungen, der Betrieb ist bisher stabil. Und natürlich, das ist auch neu, das System, ne? Im Moment, ja, ist auch noch nichts groß passiert, aber das monitoren wir und auch im privaten Bereich versuchen wir dann natürlich den Kontakt zu den privaten Sanitärfachfirmen herzustellen und auch die Erfahrung dort aufzusammeln, weil das natürlich nicht unser Zuständigkeitsbericht ist, aber wir natürlich interessiert sind, wie es dort auch funktioniert. Das ist immer so ein bisschen diese Geschichte mit der Grenze, der Grundstücksgrenze, wo dann eben auch unser Handlungsbereich eigentlich aufhört, aber wir natürlich wollen, dass das System funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Und da war dann anschließend die Frage auch, dass das gesamte System ja noch nicht in Betrieb ist, sondern das anscheinend eben auch funktioniert mit Teilweisen. Sie haben das ja Mhm. aufskaliert, erst mit Mhm. einer Leitung angefangen. Also es kann auch modular aufgebaut werden mit verschiedenen Ausbaustufen. Das ist ja, was in Jenfelder auch stattfindet, ne? Genau, also wir haben halt verschiedene Stränge, man kann die auch unterschiedlich verschalten. Grundsätzlich ist das möglich. Die Leitung muss man natürlich am Anfang alle legen, das ist klar, dass man da nicht nochmal das nachträglich hineinlegt, aber man kann natürlich durch den kleinen Querschnitt der Leitung und dass der Unterdruck einfach hergestellt wird in dem gesamten System, kann man sowas auch modular betreiben. Es gibt dann noch Belüfterstationen, die man zusätzlich einbauen kann. Das heißt, es muss ja Luft in das System eindringen, damit das Fezes, Toilettenpapier, Wassergemisch auch transportiert wird. Wenn das dann nicht schnell genug transportiert wird und zu lange liegt, dann gibt es die Möglichkeit, Luft über eine Belüfterstation noch mit einzutragen, um das Ganze schneller voranzutreiben, also einfach mehr Ausgleich, mehr treibende Kraft zu haben. Haben wir die gar nicht am Ende eingesetzt bisher. Das ist eben jetzt noch in der Evaluierung, ob man sowas braucht oder nicht. Mhm. Das, klar, Aber das haben Sie ja dafür schon war das angesprochen. ausgelegt, um nach und nach das System in Betrieb zu nehmen. Unabhängig davon ist natürlich so eine Behandlung modular, also die Anlagen sind gebaut, die laufen auf Halblast, das ist natürlich immer nicht ideal auf so eine Geschichte. Also die Biogasanlage vor Ort, die produziert natürlich noch nicht den Strom und die Wärme, die wir mal angepeilt haben. Das ist in diesem Halblastbetrieb einfach so nicht möglich. Ne, das ist klar. Und Sie sagten, Mhm. dass zusätzlich Fettabwasser eingespeist wird. Was ist Mhm. das für ein Betrieb, der da zusätzlich zu dem Schwarzwasser noch einspeist? Mhm. Das sind quasi die gewerblichen Betriebe, die Fettabscheider nutzen. Da beauftragt man ein Entsorgungsunternehmen und die werden normalerweise auch auf der Kläranlage angenommen. Die werden dort eben zu den Faulbehältern hinzugegeben, zum Faulschlamm Okay. in einem anderen Mischungsverhältnis. Hier sind wir eben auch am Austesten, wie viel geht, wie viel nicht. Und da ist es so, dass die jetzt einfach quasi aus dem nördlichen Bereich dann eben einen kürzeren Weg haben, um es dorthin zu bringen. Das ist dann diese Ah, Anlagenstelle okay. dafür. Ja, Genau, Unternehmen, nicht die zentrale Kläranlage genau, unten im Hafen. Okay, genau. gut, Aber grundsätzlich könnte man super. natürlich auch einen Restaurantbetrieb mit anschließen, wenn es so wäre. Genau, also wenn es mehr Gewerbe auch vor Ort gäbe, dann könnte man das, jetzt wird es ja transportiert und nicht über Rohrleitungen reingebracht. Also das könnte man dann auch noch Mhm. optimieren. Genau. Dann war eine Frage zu der Biogasanlage auch.
mit welcher Leistung Sie denn dann, Sie sagten ja, es ist jetzt Halblast, mit welcher Leistung rechnen Sie am Ende der Ausbaustufe und prinzipiell, wie groß die Biogasanlage ist? Und die andere Frage, das waren mehrere Fragen von einem. So, beantworten wir das jetzt erstmal mit der Biogasanlage? Genau, also es sind 750 Kubikmeter, die da sind. Und Moment, also wir peilen an, dass wir am Ende pro Jahr, wo ist es hier, 220 Megawattstunden Strom einspeisen und 250 Megawattstunden Wärme pro Jahr. Also das deckt nicht den gesamten Wärmebedarf im Quartier. Das hängt ja auch immer vom Gebäudestandard dann ab, den man auch einsetzt und auch vom Nutzungsverhalten. Also das umzurechnen, da kann man sehr viele Werte sich als Annahme herannehmen. Da werden wir nie den Überblick wirklich erfahren. Aber genau, und auch der Strom- und Wärmebedarf hängt natürlich dann am Ende auch vom Verhältnis ab, wie viel Fett ich auch hinzudosiere, ne? Also wie viel Co-Substrate. Das Schwarzwasser selber hat eben die Pufferkapazität, hat aber nicht den Energiegehalt, den natürlich so ein Co-Substrat dann eben beiträgt. Also die Co-Substrate sind schon wichtig, aber alleine Co-Substrate vergären ist auch keine Lösung. Also deswegen, das muss immer im Verhältnis stehen und dementsprechend sind dann so welche Auslegungssachen quartiersbezogen und rahmenbedingungsabhängig. Ja, und anlagenführungsabhängig. Und dann war nämlich Genau. noch die Frage, wissen Sie ungefähr das Volumen der Biogasanlage? Ja, Wie viel Kubikmeter 700 Kubikmeter. 700 Kubikmeter, ich glaube, das Ja, hatten Sie auch mit, gesagt, genau. ja, hier ist Und ja. wie können wir den Energiebedarf des Vakuumsystems einschätzen? Das wird oft gefragt. Ich habe keine Zahl da, tatsächlich, also jetzt prozentual. Genau, also da es kein Staubsaugersystem ist. Also die Vakuumkompressoren laufen nicht durchgehend, sondern die stellen halt immer nur wieder den Unterdruck, je nach Unterdruckzone von minus 0,65 bar oder minus 0,45 bar ein. Wenn dann Luft hineingetragen wird, was eben nur durch diese Toilettenspülung passiert, fällt der Unterdruck etwas ab und es wird wieder Luft herausgesaugt. Das heißt, dieses System geht nur dann an, wenn es muss. Das ist dementsprechend nicht der hohe Energieverbraucher in dem ganzen System. Was viel Energie verbraucht, ist die Wärme, die Erwärmung des Fermenters auf die mesophile Temperatur für die Vergärung und ja, Zerkleinerer letztlich, ne? Für so, um Störstoffe zu vermeiden. Sowas verbraucht viel mehr Energie. Ja, und es ist aber nicht angedacht, auch den Kreislauf zu schließen. Sie sagten ja, wie viel Strom und Wärme generiert wird, könnte man, das ist dann aber wahrscheinlich ein weiterer Schritt, das System, statt es ins Netz einzuspeisen, Ja, letztendlich eine Autarkie herzustellen auf dem natürlich. Gelände. Ja. Also das ursprüngliche Konzept tatsächlich sah auch mal vor, mit Wärmepumpen, Solarenergie und dergleichen zu arbeiten, also wirklich energieautark komplett zu sein. Das war dann am Ende eine Sache, dass diese Energieversorgung vor Ort natürlich ausgeschrieben wurde von der Stadt. Die Konzession hat dann eben der Nahwärmeversorger bekommen oder das Unternehmen bekommen, das eben diese ganzen Sachen nicht vorsah. Und dementsprechend sind diese Teile eben wieder rausgefallen. Aber das ist ja nun mal so im öffentlichen Recht und das ist eben auch Biomethan, was der Nahwärmeversorger sonst noch eben hinzusteuert, um diese Wärme vor Ort zu erzeugen. Was das Strom angeht, klar kann man auch ein autarkes Netz schaffen, muss man sehen, was dann auch steuerlich irgendwie sinnvoller ist noch, wenn man eben sich selbst nur versorgt oder es einspeist. Das hat ja auch wirtschaftliche Gründe, das ist dann auch eben quartiersabhängig. Ja, auf jeden Fall. Aber spannend, all die verschiedenen Parameter, die Sie dann ja auch entsprechend immer versuchen müssen zusammenzuführen Ja, in so einem Großprojekt. Ich glaube, das war ja ganz klar auch aus Ihrem Vortrag heraus, dass es schon nochmal eine Dimension, einige Dimensionen größer ist als die kleineren Projekte, die wir kennengelernt haben. Die DESA war ja auch sehr weit schon mit ihren Quartieren, aber ja, eben entsprechend noch nicht so groß wie die Jenfelder auch. ja.
Jetzt waren noch ein paar Fragen zu dem Grauwasser. Mhm. Und zwar fragt, Herr Morgenroth, ob es sich denn überhaupt lohnt, das Grauwasser dezentral aufzubereiten, wenn es nicht dezentral genutzt wird. Sie hatten Mhm. ja gesagt, dass es nicht vorgesehen ist, das wieder zurückzuführen. Das sind ja einige Projekte, wo genau eben Grauwasser zur Toilettenspülung et cetera genutzt wird. Und, wie war denn dann die Motivation? Oder hatten Sie ein Mhm. anderes Ziel ursprünglich und konnten das nur mit den Rohrleitungen dann nicht auch noch draufsetzen aufs Projekt? Man muss klar sagen, dass der Fokus des Projekts in der damaligen Zeit 2006 ganz klar einen Energiefokus hatte. Also die Mhm. Energiepreise waren ja in der Höhe und man sagte irgendwie, wir müssen Energie sparen. Das sieht man schon, ja, es ist letztlich der Fokus. Natürlich ist das ganz richtig, was Herr Morgenroth sagt. Wenn wir das nicht, wir bereiten das nicht einfach auf, um es dann super gereinigt in die Ralau abzuleiten oder auch ungereinigt sowieso nicht. Im Moment leiten wir es ins Siel ab. Die Frage ergibt sich ja immer, wenn so ein Quartier geplant wird, zu dem Zeitpunkt ist noch gar nicht klar, wer zieht denn da jetzt eigentlich ein? Und das ist immer so ein Henne-Ei-Problem. Also ich kann irgendwas planen und bauen und dann das zur Verfügung stellen, wenn der Nutzer dann am Ende nicht da ist. Das muss man halt eben auch schon direkt mitdenken. Wer kann es am Ende nutzen? Und auch was die Anforderungen dann eben angeht. Grauwasser in dem Fall ist jetzt ja noch ein neuer Stoffstrom, gereinigtes Brauchwasser. Es hat auch was mit Akzeptanz zu tun. Natürlich gibt es da Ideen. Wir machen eine Wassertankstelle dahin für die Bewohner zur Bewässerung. Das sind total schöne Ideen und ja, ich will das auch nicht ausschließen, dass das vielleicht mal irgendwann kommt, aber das hat natürlich wirklich was mit Akzeptanz zu tun, mit Sicherheit, Hygienisierung und dergleichen. Das muss alles ganz stabil laufen, weil man das natürlich als Fähr- und Entsorger dort weiteres Wasser zur Verfügung zu stellen, was nicht Trinkwasser ist, das muss man auch erstmal kommunizieren in der Form. Und zu Gewerbebetrieben wiederum eine ganz andere Geschichte. Da macht man einen Vertrag, wenn man den Nutzer findet. Ganz klar, also da sind wir auf jeden Fall in Gesprächen oder auch noch gucken uns jetzt erstmal die Ergebnisse an von den Versuchsanlagen. Mit welchem Verfahren, welches möchten wir dort auch langfristig betreiben? Das hat eben auch aus Betreibersicht eine Geschichte. Welches Verfahren ist auch einfach zu betreiben? Es ist eine dezentrale Anlage, wo unser Klärwerk aus dem Süden, wo sie eigentlich sitzen, das ist ein ganz neuer Betriebspunkt für die. Das muss dann natürlich auch alles ins Konzept passen. Mhm. Grundsätzlich haben wir aktuell, will ich dazu immer sagen, in Hamburg so kein arges Wasserproblem. So, also die Notwendigkeit in dem Sinne ist nicht da, aber wir wollen natürlich schauen, dass wir zeigen können, dass es technisch machbar ist und dass der Nutzungszweck auch gegeben ist. Aber das fließt da eben auch alles mit ein in diese ganzen Überlegungen und am Ende natürlich in die Entscheidung, was bauen wir dort großtechnisch hin und für welchen Nutzungszweck. Genau, aber schon eben mit dem zukunftsorientierten Ausblick. Ich glaube, das ist immer ganz, Absolut, ganz wichtig zu sagen, okay, heute absolut. brauchen wir es vielleicht nicht, aber wie sieht das in der Natürlich, sonst Zukunft hätten wir aus? das ganze System nicht gebaut. Ne, ganz genau, ganz Ja. genau. Also eine Frage wäre noch, inwieweit Sie jetzt, durch den Betrieb und auch die entsprechende Planungsphase vielleicht reevaluiert haben, wie die Größendimension einer solchen Anlage sein müsste. Sie haben ja klar dargestellt, dass es ein großes Netz ist und dadurch auch entsprechende Herausforderungen. Ich glaube, 3,7 Kilometer ja allein an den Vakuumrohrleitungen. Ähm, Würden Sie sagen, wenn Sie so ein Projekt heute noch mal neu bauen würden, würden Sie es dann noch dezentraler einrichten? Sprich, hat sich dieser wirtschaftliche Vergleich schon etabliert? Lohnt es sich, eine kleinere Anlage zu bauen, weil es weniger technisch kompliziert ist? Oder sind diese 835 Wohneinheiten letztendlich so ein Minimalgröße, um so eine Anlage dann auch entsprechend wirtschaftlich betreiben zu können? Mhm. Also über die Wirtschaftlichkeit machen wir tatsächlich kaum Aussagen, weil es ist das erste Projekt dieser Art. Wir haben so viele Redundanzen eingebaut. Wir haben 6 Vakuumkompressoren eingebaut. Wahrscheinlich reichen Mhm. 4. Das evaluieren wir jetzt. Ne?
Wie Ja. viel brauchen wir wirklich an Technik dort drin? Da sind wirklich viele Sicherheiten eingebaut. Dieses Netz könnte gegebenenfalls sogar noch mehr Wohneinheiten fassen und auch entsorgen. Das ist zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen schwierig, wo wir erst eigentlich seit einem Jahr wirklich Daten langsam kriegen, die auf Halblast fahren. Aber zur Gesamtgröße des Systems, ich glaube, dass man kann es ja auch noch immer unterschiedlich auslegen. Wir haben jetzt eine zentrale Vakuumstation, die eben das gesamte Vakuum für das gesamte Netz herstellt. Man kann auch Betriebspunkte machen. Also man kann auch sagen, wir haben hier eine Vakuumstation, wir haben hier eine Vakuumstation, dann haben wir Druckleitung und leiten das noch viel weiter und verwerten das Ganze an einer anderen Stelle, was auch wiederum dezentral ist, aber dann eben viel mehr fassen könnte. Das würde definitiv so diese dezentralen Behandlungsanlagen, die natürlich in der Investition auch einiges ausmachen, nochmal eine ganz andere Wirtschaftlichkeit verleihen. Da ist vielleicht sogar 835 noch relativ wenig für die ganze Technik, die dann auf dem Betriebshof ist. Also da sind einem, was die Auslegung des Vakuumnetzes und die Konzipierung dessen angeht, natürlich überhaupt keine Grenzen gesetzt, was man dort zusammenlegt, was zentral entwässert wird und was an Hauslösungen. Es gibt ja auch vor Ort, dass man nur im Haus die Unterdruckstation hat. Sehr unterschiedlich. Können wir aktuell noch nicht wirklich beurteilen, aber sind natürlich offen, falls wir sowas nochmal planen würden wir das sicherlich mit einfließen lassen in Ja. 2, 3 Jahren, wenn wir mehr Ergebnisse haben, mehr Daten. Genau, und deswegen ja auch der rege Austausch mit den anderen Partnerprojekten, Genau. wie eben ja auch der Water Hub in der Schweiz, ja wahrscheinlich, die das ja für das Gebäude auf Gebäudeebene entsprechend umsetzen. Also viele, viele spannende Ansätze und wir hoffen doch, wir wollten Sie ja gerne besuchen, das ging ja leider bis jetzt nicht. Vielleicht gibt es ja dann doch noch mal irgendwann die Möglichkeit, das würde uns natürlich sehr freuen, weil ja auch die Stadt Luxemburg durchaus größere Projekte in der Planung hat und insofern da immer noch mal wieder Neues dazukommt. Für heute möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Hinrichsmeier, dass Sie das eingerichtet haben und uns doch einen sehr guten Einblick gegeben haben in das Projekt. Da wünschen wir Ihnen weiter viel Erfolg und bleiben da auch auf jeden Fall in Verbindung. Wenn es noch die ein oder andere kleine technische Frage geben sollte, dann bin ich doch mal mit Ihnen in Verbindung, wenn das in Ordnung ist. Ja, super. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank, Frau Hinrichsmeier. Und dann möchte ich die Zeit auch entsprechend so nutzen, dass ich sofort an Daniel Collignon von BEST in Luxemburg übergebe, der uns nochmal auf einer ganz anderen Dimension über Regularien und Parameter einen Überblick geben wird. Denn das wurde ja immer wieder angesprochen, auch in den vorherigen Webinaren. Und Frau Hinrichsmeier ist auch kurz darauf eingegangen, dass es da eben noch viele Herausforderungen gibt. Daniel, ich übergebe das Wort gern an dich. Gut, vielen Dank, Katja, für die kleine Einführung. Wie schon gesagt, werden wir uns heute in diesem Vortrag etwas mehr auf die Anforderungen und Qualitätsanforderungen bezüglich der Grauwassernutzung ein bisschen näher eingehen. Ich werde kurz, bevor ich jetzt mit dem Vortrag beginne, das Büro BEST einmal kurz vorstellen. Ich glaube, den meisten ist es bekannt. Wir zählen zu einem der 5 größten Büros in Luxemburg, wurden im Jahr 1992 gegründet und Stand heute beschäftigen wir rund 170 Mitarbeiter, welche dann in den unterschiedlichen Bereichen, welche Sie hier sehen, wie der Siedlungswasserwirtschaft, Trinkwasserbehandlung, Straßenbau, die üblichen Bereiche halt arbeiten. Wie vorhin schon angesprochen, werde ich noch mal kurz, bevor wir auf die Regularien, Parameter und auf die Richtlinien, Regelwerke, welche international angewendet werden, eingehen, kurz noch mal eine Einführung bezüglich der einzelnen Grauwassertypen und noch mal kurz auf die Verfahren eingehen. Dann anschließend werden wir dann die Grauwasserbeschaffenheit einmal kurz anschneiden. Und dann, wie gesagt, machen wir den Einblick auf die Parameter, Richtlinien und was das für Luxemburg bedeuten könnte.
Das heißt, Grauwasser an sich kann in zwei Typen unterteilt werden. Einmal den Typus A, das schwach belastete Grauwasser, was halt aus den Duschen, Badewannen und Handwaschbecken halt kommt, und einmal in etwas das Typ B, das schwer belastete Grauwasser, was halt dann noch die Waschmaschinen, Küchen, Abläufe mit beinhaltet. Wichtig ist, also wenn man von Grauwasser redet, es ist jeder Teilstrom des häuslichen Abwassers außer der Toiletten. Das heißt, Schwarzwasser ist komplett ausgeschlossen. Das heißt, das aufbereitete Grauwasser, was mittels verschiedener technischer Verfahren aufbereitet wird, kann für verschiedene Anwendungszwecke wie der Toilettenspülung, der Reinigung im Gebäude, dem Autowaschen oder halt der Bewässerung dienen. Wir wollen aber spezifisch in der Grauwasserstudie, welche wir im Rahmen für die AG ausführen, uns auf den Teilstrom aus dem Badezimmer fokussieren. Das heißt hauptsächlich aus den Duschen, Badewanne, Handwaschbecken. Ich werde in den nächsten Slides Ihnen mal kurz erläutern, warum wir uns halt auf diesen Teilstrom halt fokussieren. Wie man hier sehen kann, fallen tagtäglich rund 64 Liter an Grauwasser an, die hier, wie Sie hier rechts sehen, halt aufgeteilt werden können noch in Körperpflege und Wäschewaschen, Geschirrspülen. Demgegenüber steht ein Toilettenverbrauch von rund 33 Litern. Wichtig ist hier darauf hinzuweisen, dass erstmal es ein gemittelter Trinkwasserverbrauch von 120 Litern pro Einwohner pro Tag ist, wo diese Annahmen darauf basiert sind. Und es sind hier noch nicht großartig wassersparende Armaturen mit in diese Beurteilung mit eingeflossen. Das heißt, es sind keine Vakuumtoiletten halt da angeschlossen oder halt sind jetzt auch keine anderen wassersparenden Maßnahmen wie wassersparende Hähne in den Duschen mit beachtet worden. Wie Sie hier sehen, haben einen kleinen Auszug aus der DWA halt bezüglich des Grauwassers. Da sind oben einmal alle Typen halt nochmal aufgelistet und Sie sehen halt, dass es die Zusammensetzung des Grauwassers an sich eben hat viele Inhaltsstoffe und die variieren halt auch. Und wegen der geringeren Belastung in dem Heilwasserstrom aus dem Badezimmer fokussieren wir uns hauptsächlich darauf. Und wir haben ja auch gesehen, dass halt die 43 Liter für die Körperpflege an sich ausreichen für die 33 Liter, die für die Toilettenspülung benötigt werden. Hier sehen Sie kurz eine Übersicht über eine Tabelle, welche im Rahmen einer Literaturrecherche erstellt worden ist. Das heißt, hier wurden eine Bandbreite von einzelnen Angaben in Literaturen zusammengestellt und zusammengeführt. Das heißt, Sie sehen, wenn Sie jetzt mal die Teilströme des schwach belasteten Abwassers jetzt mal mit denen vom kommunalen Abwasser vergleichen, sieht man schon, dass es eine große Bandbreite an den einzelnen Parametern gibt. Und man sieht auch, obwohl jetzt eigentlich keine Fäkalien im Abwasser, keine Fäkalströme von der Toilette halt im Grauwasser beinhaltet sind, beinhaltet das Grauwasser doch trotzdem eine große Bandbreite an Bakterien und fäkalkoliformen Bakterien. Die große Bandbreite, das heißt, wenn man es mit dem kommunalen Abwasser vergleicht von bis zu 3 Logstufen, die wir jetzt hier aufgeführt haben, resultiert daraus, dass in der Literaturrecherche und auch in manchen Praxisanwendungen, mit denen wir gesprochen haben, halt keine genauen Angaben zur Probenahme gemacht worden sind. Das heißt, manchmal wurden die morgens gemacht und abends. Und wie wir später nochmal sehen werden oder an Wochenenden, hat das einen großen Einfluss auf diese Zusammensetzung des Grauwasserstroms. Das heißt, die Faktoren halt des Grauwasserstroms, welche diesen beeinflussen, sind vielfältig. Das heißt, einmal ist es wichtig zu sehen, welche geografische Lage. Wenn wir jetzt hier in Luxemburg sind oder das mit Spanien vergleichen oder in Afrika, wo es halt viel wärmer ist, kann es sein, dass Leute halt viel öfter duschen gehen und deshalb auch viel mehr Wasser anfällt. Aber auch der kulturelle, also und der Lebensstil haben einen großen Einfluss auf diese Zusammensetzung und wie oft gehe ich duschen, wie lange gehe ich duschen, also wann gehe ich duschen. Das heißt, es hat einen großen Einfluss und auch das
Verwenden von einzelnen Pflegemitteln, Kosmetika spielt einen großen Einfluss bei der Zusammensetzung des Grauwassers. Das heißt, wie die Frau Doll ja auch schon in ihrem Vortrag Webinar 3 gesagt hat, ist es auch wichtig, wenn man jetzt so ein Grauwassersystem nachher implementieren tut, dass man halt jetzt nicht aggressive Haushaltschemikalien verwendet und die dann in die Dusche, über die Dusche halt entsorgt, weil das dann halt das jeweilige Verfahren, wenn man jetzt auf einer Biologie das Wasser aufbereitet, dieses stark beeinträchtigen kann. Das heißt, die Vorteile der Grauwasserwiederverwendung wurden in den einzelnen Vorträgen schon einmal oft angesprochen. Ich will auch da nicht zu groß drauf eingehen, aber es ist halt ein Strom, der halt witterungsunabhängig anfällt und täglich in etwa in der gleichen Größenordnung. Das heißt, er steht uns immer zur Verfügung. Das heißt, wir sind nicht abhängig von Sommer, Winter, Regen. Das heißt, das ist ein großer Vorteil. Und wir wollen halt hauptsächlich das Wasser nutzen nachher, um halt Toiletten damit zu spülen. Es wurde schon im Rahmen der Webinarserie oft über einzelne Verfahren gesprochen. Meistens waren es technische Verfahren, auf denen diese basiert waren, das heißt einer Membranfiltration oder einer kombinierten biologischen, physikalischen Reinigung über ein MBR. Aber ich möchte auch noch mal kurz bei diesem Slide darauf hinweisen, dass es auch naturnahe halt Verfahren gibt, wie Pflanzenkläranlagen oder halt Retentionsbodenfilter, mit denen solch eine Grauwasserbehandlung stattfinden kann. Dies hängt dann natürlich auch immer wieder ab, welche Ablaufqualität, welche Qualität für das Betriebswasser halt gefordert sind. Hier sehen Sie halt einen kurzen Ausschnitt, also eine Grauwasseraufbereitungsanlage an sich, egal ob es jetzt halt ein physikalisches, biologisches Verfahren ist, basieren eigentlich immer auf den gleichen Verfahrensstufen. Das heißt, das Wasser wird erstmal in einem ersten Schritt grob gereinigt über einen Filter, um Fuseln, Haare, Schuppen, Hautreste halt zu entfernen, damit diese nicht in das System eingetragen werden. Meistens wird dann über halt Sauerstoffzufuhr halt die Organik halt aufoxidiert und halt dann auch dadurch reduziert. Und um dann eine Entkeimung dieser Infektion halt durchzuführen, wird es dann meistens über eine Membran halt geführt. In manchen Verfahren wird dann halt auch noch, wie das manchmal in Amerika oder in Kanada halt dann vorgeschrieben ist und Australien, eine Chlorung zugesetzt, um halt das Wiederverkeimungspotenzial zu verringern. Was sind eigentlich die Anforderungen an die Grauwasserqualität? Also vom Menschen her, von uns, ist es halt so, dass wir ein klares, feststofffreies und kein übel riechendes Wasser wollen. Und es sollte auch mikrobiologisch halt einwandfrei sein. Und das ist halt der Punkt, wo wir jetzt in den nächsten Slides ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das heißt, wir haben weltweit und auch auf die EU geschaut, haben wir halt einige Recherchen bezüglich der Regelwerke und Richtlinien gemacht, die dort oder Empfehlungen, die dort ausgesprochen wurden bezüglich der Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser und Grauwasser an sich. Und was man da nachher sehen kann, ist, dass es halt auch da unterschiedliche Anforderungen gibt. Ich will jetzt hier nicht zu tief in die Rechtsgrundlage eingehen, aber es ist wichtig halt noch mal kurz zu erläutern, dass wir hier unterschiedliche Regelwerke, Richtlinien oder sogar Standards betrachtet haben. Das heißt, sind manchmal Empfehlungen und durch die Farbe erkennen Sie nachher halt auch, ob es sich um einen Prüfstandard, eine Richtlinie oder Verordnung halt handelt. Eine Verordnung halt, wie es auch in Europa bekannt ist, ob wir jetzt da in Amerika oder in Australien darüber sprechen, diese wird sofort in nationales Gesetz rechtskräftig und muss halt so befolgt werden. Bei der Richtlinie ist es meistens auch so, nur dass halt da auf einem globalen Ziel halt diese einzelnen Parameter festgelegt worden sind. Prüfstandards, die halt in Australien, Kanada und Amerika halt gelten, die sind halt wie bei uns die DIN-Normen halt, sie sind Regelwerke, die Empfehlungen geben, sie sind aber nicht jetzt rechtlich bindend. Das heißt, sie sind jetzt nicht in deren Gesetzen verankert, dass die so angewendet werden müssen, sind auch da nur Empfehlungen. Das heißt, hier
auf dieser Folie sehen Sie eine kurze Zusammenfassung über die einzelnen Prüfstandards, Richtlinien, welche für eine möglicherweise nationale Umsetzung hier in Luxemburg halt relevant sein könnten. Das heißt, wir haben diese halt ein bisschen genauer untersucht und dort eben halt die besten oder guten Annahmen halt mal zusammengefasst, auf welcher Basis man halt diese Ansätze in Luxemburg umsetzen könnte. Ich werde jetzt hauptsächlich in den nächsten Folien jetzt nicht zu tief in diese ganze Rechtsgrundlage reingehen. Ich will nur mal kurz, wir haben eine Zusammenfassung aus den einzelnen wichtigen Punkten gemacht, die ich Ihnen dann vorstellen werde. Das heißt, wenn wir jetzt mal anfangen mit Westaustralien, dort gibt es Richtlinien halt für die Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser für nicht Trinkwasserzwecke. Und da ist es halt so, dass das mögliche menschliche Kontaktrisiko als hoch angestuft wurde. Das heißt, es gibt da 3 Klassifizierungen, hoch, mittel und gering. Und wenn man jetzt auf die Toilettenspülung genau hinschaut, haben die es als hoch eben halt klassifiziert. Und was bedeutet das? Die haben eigentlich hier einen ganz guten Ansatz, welche diese implementiert haben. Das heißt, die haben einmal die Parameter festgelegt, welche im Ablauf einzuhalten sind und haben auch die Häufigkeit der Zulaufüberwachung und der Ablaufüberwachung halt angegeben während der Inbetriebnahme. Das heißt, diese Parameter sind jeweils 6 Proben über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen zu ziehen und dann, wenn die Anlage diese Parameter nicht anhalten kann, dann ist es halt so, dass man die Anlage nicht weiter betreiben darf. Wenn aber die Anlage diese Kondition eingehalten hat, kann man halt in dem nächsten kann man die Anlage weiter betreiben und dort haben die auch dann nochmal die Parameter festgelegt, welche einzuhalten sind und welche Überwachungsparameter hier eingehalten werden sollen. Wichtig ist halt auch, dass die Anlage jedes Jahr wiederum Neues geprüft werden kann. Das heißt, die Anlage wird ständiger Kontrolle, ständiger Überwachung unterzogen, dass man sicherstellt, dass das Wasser, was halt dann zur Toilettenspülung halt verwendet wird, oder halt gibt auch andere, wie jetzt hier links aufgelistet sind, die dann einzuhalten sind. Hier gibt es dann Richtlinien, wenn wir auf die USA schauen, halt, dort ist es so, dass das jetzt Empfehlungen sind, die die EPA eben halt vorgegeben hat für die Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser. Und im Unterschied zur zu Westaustralien zum Beispiel haben die auch noch die Behandlung mit angegeben. Das heißt, welche Behandlungsstufen sind notwendig, damit ich meine einzelnen Ablaufparameter einhalten kann. In Westaustralien ist das eigentlich relativ egal, welche Technologie man verwendet oder welche Stufen. Hauptsache, man hält diese ein. Und hier gibt es auch Angaben, welche eben halt zur Überwachung des aufbereitenden Wassers halt dienen können. Wichtig ist halt hier nur, dass das hier Empfehlungen sind. Das andere ist für so eine Betriebnahmepflicht, dass die eingehalten werden. Wenn man jetzt gezielt in den USA gibt es auch einzelne Prüfstandards, die halt eben so eine Anlage testen. Das heißt, dort werden 2 Standards eben halt definiert, das NSF ANSI 350 und 350.1. Das heißt, das 350er bezieht sich auf Vorortaufbereitungssysteme für die Wiederverwendung von Wasser an sich. Das heißt, kann für verschiedene Anwendungen sein. Das heißt, für die Nicht-Trinkwasseranwendung, für die wie zum Beispiel Toilettenspülung, Urinalspülungen oder halt auch für die Oberflächenbewässerung. Wobei das Standard von dem 350.1 sich eigentlich nur für die Untergrundbewässerung halt zielt und dann diese auch nur angewendet werden darf. Wichtig ist auch noch, dass es eine Klassifizierung gibt, je nachdem, ob man jetzt das Verfahren zu Hause bei sich in einem Einfamilienhaus oder halt gewerblich oder in Mehrfamilienhäuser halt einsetzt. Da ist es halt wichtig, wenn wir jetzt mal schauen auf diese strengeren Werte in diesen Mehrfamilienhäusern oder halt in den gewerblichen Teil. Es ist hauptsächlich darauf zurückzuziehen, weil da eben halt die Leute halt nicht vielleicht so sensibilisiert sind und deshalb strengere Ablaufparameter angenommen werden, um halt dann auch die mögliche Kontamination oder Gefahren halt zu vermeiden. Und wir sehen dann, was bei dem 350er 1 Standard halt für
die Untergrundbewässerung halt ist, wird eigentlich quasi keine Angaben gemacht oder also Vorschriften gegeben, was jetzt da einzuhalten ist, weil es eben halt jetzt nicht sich Aerosole bilden können, wodurch sich halt dann, wenn in der Brauchwasserleitung halt Keime gebildet hätten, übertragen werden könnten. In Europa ist jetzt vor kurzem eine neue Verordnung erschienen, welche, also im Juni 2020, welche halt die Anforderungen an die Qualität zu aufbereitendem Wasser für landwirtschaftliche Bewässerung halt vorgegeben hat. Die müssen bis 2023 sind die in Kraft und müssen dann noch angewendet werden. Und hier sehen wir auch, was interessant ist, halt, welche Parameter die jetzt angenommen haben, eben halt und auch welche Verfahren halt verwendet werden müssen, wenn man diese Parameter einhalten will. Oftmals, auch in den einzelnen Anwendungsfällen, die jetzt hier in Europa gemacht worden sind, weil es keine Richtlinie, Empfehlungen gab bis heute, wurden halt immer die Badegewässerrichtlinie halt in Betracht gezogen. Das heißt, man hat hauptsächlich auf die intestinalen Enterokokken als auch auf die Escherichia coli sich basiert, weil man dann davon ausgeht halt, dass man Leute gehen ja auch in Gewässer und mit dieser Qualität schwimmen, dass dann halt die Gefahr sehr gering ist. Und beim Wasser, wenn man jetzt im Badegewässer halt schwimmen geht, ist halt die Gefahr vom Verschlucken halt nochmals größer, als wenn man jetzt zu Hause das Wasser für eine Toilettenspülung halt wiederverwendet. In Deutschland wird sich auch oftmals noch auf das Hinweisblatt H201 bezogen, wo dann auch jetzt hier nochmal einzelne Parameter eben festgelegt worden sind. Eben halt, was jetzt im Gegensatz zu anderen jetzt hier noch wichtig ist, ist halt, dass eine Sauerstoffsättigung halt vorgeschrieben ist, damit auch das Wasser ein bisschen länger halt gelagert werden kann, damit es nicht sofort anfängt mit übel zu riechen. Hier ist eine kleine Übersichtskarte der Grauwasserprojekte, welche jetzt schon bei uns Nachbarn in Deutschland umgesetzt worden sind oder umgesetzt werden zukünftig. Das heißt, es sieht, die Grauwassernutzung ist schon jetzt keine Anwendung, die jetzt in Asien, Afrika oder Amerika, Kanada sich halt nur basiert, sondern auch bei uns Nachbarländern ist die Thematik, wie wir auch schon in den einzelnen Webinaren angesprochen haben, relativ präsent. Und deshalb ist es halt das Ziel auch in Luxemburg halt relativ zeitnah eine Anlage vielleicht zu betreiben. Wir haben im Rahmen unserer Grauwasserstudie werden wir auch nachher zusammen mit der Bâtiment Public halt eine Anlage betreiben, wo wir dann auch alle Sachen, Parameter eben halt auch prüfen, auch Analysen machen werden, um halt dann festzulegen, welche wirklich dann die besten sind. Das heißt, in Luxemburg gibt es halt Stand heute keine Richtlinienstandards für eine Wasserwiederverwendung oder sprich Grauwassernutzung. Es gibt eine für Regenwasser, wo aber hauptsächlich jetzt die Fördermittel und welche Konditionen für die Abnahme halt eingehalten werden müssen, beschrieben sind. Aber auch hier gibt es keine Kriterien an die Qualität des Wassers, welches wiederverwendet wird. Und das stellt oftmals ein Hindernis dar, weil wer stellt dann sicher, dass das Wasser dann genügend gereinigt worden ist und keine Gefahr durch das Wasser halt ausgeht. In dieser Tabelle haben wir mal kurz eine Zusammenfassung aller Richtlinien, Parameter gemacht, welche jetzt international und europaweit eben halt vorgesetzt sind oder halt auch empfehlungsweise vorgeschrieben sind. Das heißt, hier sieht man eigentlich 2, 3 Sachen, die man halt relativ beachten sollte. Das heißt, man sieht, dass die Trübung in etwa, obwohl es jetzt halt andere Länder sind, andere Nutzerverhalten, halt eine Trübung, eine relativ geringe Trübung halt vorgeschrieben ist. Das ist auch wichtig, halt, um halt die Klarheit des Wassers zu gewährleisten und auch halt, wenn man nachher noch eine Desinfektion machen will, halt, dass man dann halt eine ausreichende Desinfektionsleistung erzielen kann. Wenn man halt die also die Mikroben, also halt die Bakterienbelastung halt im Wasser halt zusammenführt der einzelnen Länder, sieht man auch da, dass es halt doch da teilweise große
Unterschiede gibt und da halt noch einzelne Sachen zusammengeführt werden müssen. Es ist aber immer ein Kompromiss, das Ganze zwischen dem technischen Aufwand. Deshalb zielen wir ja auch, weil die Grundbelastung des Grauwassers des Typs A2 halt relativ gering ist, im Gegensatz zu anderen Grauwässern, ist es wichtig, halt ein Wasser zu nehmen, was halt nicht eine zu hohe Verschmutzung hat, damit der Reinigungsprozess nicht zu hoch wird. Aber es ist auch wichtig, den Endnutzer halt, die Leute, die es nutzen sollen, halt zu sensibilisieren, dass auch keine Gefahr ausgeht. Und deshalb ist es wichtig, auch den Leuten eine Gesetzgebung halt oder Qualitätsparameter vorgeben zu können. Weil ich denke, das ist oftmals heute noch ein großes Hindernis, warum halt noch nicht so viele Projekte halt umgesetzt worden sind hier in Luxemburg. Was bedeutet das jetzt für Luxemburg, die ganzen Regularien, die wir vorhin durchgesprochen haben? Ich habe auf ein paar Sachen, bin ich jetzt zum Beispiel auf den Code of Practice in Australien jetzt nicht tiefgründiger eingegangen, aber das ist eigentlich klar Stand der Technik, wie es auch bei anderen Abwasserbehandlungen, so in der Trinkwasserbehandlung halt vorgeschrieben ist. Das heißt, es müssen geprüfte, zertifizierte Betriebe sein, die die Anlage montieren und die müssen die Kenntnisse haben über die technischen Anforderungen, dass zum Beispiel jetzt keine Querverbindung zwischen den Brauchwasser und dem Trinkwasser halt entsteht. Das sind wichtige Parameter. Und es muss dann halt auch, was auch da zum Beispiel in Australien sehr gut in dem Code of Practice beschrieben worden ist, die haben ein klar erkennbares Brauchwassernetz in den Gebäuden. Das heißt, die haben eine spezielle Farbe rausgesucht, welche dann sofort dem Anwender und auch dem Installateur dann, dass die sofort wissen, es handelt sich hier um eine Brauchwasseranlage und nicht um Trinkwasser. Was aber auch wichtig ist, was jetzt in verschiedenen Prüfstandards eben halt nicht hinterlegt worden ist, ist, wer ist zuständig jetzt für die Zertifizierung und Abnahme. Das heißt, da muss es auch ganz klare Regelungen geben und Zuständigkeiten, damit nachher klar nachgewiesen kann, dass die Anlage halt sauber betrieben wird und auch halt sauber abgenommen worden ist. Die Qualitätsparameter, über die wir gesprochen haben, da zeige ich Ihnen auf dem nächsten Slide eine kurze Zusammenfassung, wie sich das halt für Luxemburg eben aussehen könnte. Aber es ist, wie gesagt, einfach jetzt mal kurz eine Bestandsaufnahme, es ist jetzt nichts Fixes und das müssen wir halt auch noch eben mit der Pilotanlage, die wir jetzt demnächst betreiben werden, dann halt zusammen mit dem Bâtiment Public, muss das geprüft werden. Und dann kann es sein, dass verschiedene Parameter halt, die hier sehen, nochmal angepasst werden müssen. Wie ist jetzt diese Tabelle hier eben entstanden? Also es wurde halt angenommen, dass man für die Bakterien und die intestinalen Enterokokken hat man angenommen, die Werte aus der Badegewässerrichtlinie für den ausgezeichnete Qualität. Das heißt, die Leute haben keine Probleme, jetzt hier rein schwimmen zu gehen. Deshalb hat man, die Gefahr ist hier auch größer, halt sich über eine Verschluckung des Wassers halt zu kontaminieren, größer als im häuslichen Betrieb. Deshalb haben wir die jetzt mal hier so festgesetzt. Wohl wissend aber, dass je nachdem, wenn wir jetzt eine Trübung unter 2 haben wollen oder einen niedrigen schwebstofffreien Feststoffgehalt, dass wir dann quasi nicht um eine Membranstufe herumkommen werden, höchstwahrscheinlich, was dann auch wiederum kein Problem ist für diese bakteriellen Indikatorparameter, weil die halt großenteils von diesen entfernt werden. Also werden da höchstwahrscheinlich schon tiefer liegen. Was dann auch wichtig ist, halt, wenn das Wasser, es kann ja nicht sichergestellt werden, dass das Wasser jetzt immer sofort halt verwendet wird, dass halt ein Restsauerstoff halt drin ist, damit es nicht sofort anfängt, halt sich anaerobe Bakterien zu bilden und üble Gerüche halt zu verbreiten. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, das, was ja auch dann bei dieser Pilotanlage eben halt gemacht wird, es sollten regelmäßige Analysen bezüglich der Ablaufqualität durch zertifizierte Labore gemacht werden und eine Online-Überwachung. Das heißt, die meisten Anlagen, die heute in Betrieb sind, schauen, dass das Verfahren technisch einwandfrei funktioniert, also überwachen die Technik, aber es wird jetzt keine Anforderung an diese Online-Überwachung gemacht.
Und deshalb wird meistens davon ausgegangen, dass wenn die Anlage halt zertifiziert und abgenommen wurde, auch immer einwandfrei funktioniert. Und das ist aber für uns halt auch wichtig, dass wir halt Parameter festlegen, welche halt hier verwendet werden können. Ich bedanke mich dann bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen diesbezüglich haben, dann können Sie die gerne stellen. Ganz herzlichen Dank, Daniel. Ich glaube, das hat uns nochmal eine schnelle Weltreise gegeben, wie unterschiedlich doch die Datenlage ist und die Grundlage, um solche Projekte auch entsprechend umsetzen zu können und dann eben die Herausforderung, wie wir das auf den luxemburgischen Kontext übersetzen. Du hast da sehr schön einen Vorschlag gemacht, den wir dann auch entsprechend weiter bearbeiten werden. Das ist ja auch die Zielsetzung des laufenden Projektes, eben die Balance zu finden zwischen den technischen Anforderungen und dann aber die Reglementarien nicht so in die Höhe zu treiben, dass wir nachher diese Anlagen überhaupt nicht mehr betreiben können, um eben dieses Potenzial des Grauwassers entsprechend umsetzen zu können. Ich habe bis jetzt keine Fragen bekommen, weil die Daten wohl klar waren, so wie du sie vorgestellt hast. Ich gucke auf das Team und wenn vielleicht gleich noch Fragen reinkommen, Sie sind also alle herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Sonst können wir die auch gleich nochmal aufgreifen und ich würde dann jetzt erstmal nochmal eine kurze Zusammenfassung und einen Rückblick machen, weil wir uns ja im letzten Webinar befinden. Also eventuell komme ich gleich nochmal auf dich zurück, Daniel. Gerne, ja. Wir hatten kann man meinen Bildschirm jetzt sehen? Wir hatten 4 Webinare geplant. Wir haben das erste Webinar begonnen, indem wir den Kontext für Luxemburg erstmal hergestellt haben überhaupt. Es gibt eine Wasseragenda in Luxemburg und wir hatten verschiedene Ministerien eingeladen, da auch Beiträge und Reflexionen beizusteuern. Und Daniel hat ja auch gerade das Bâtiment Public nochmal erwähnt, mit dem dann auch entsprechend Pilotprojekte umgesetzt werden sollen. Und dann natürlich überhaupt dieser Kontext, zirkuläres Wasser. Wo bewegen wir uns da? Was sind die Möglichkeiten? Was sind die Potenziale zur Wassereinsparung, aber auch eben zur Energierückgewinnung und Nährstoffrückgewinnung? Das wurde dann im zweiten Webinar aufgegriffen von 2 Referenten, einmal von der DESA, dem Herrn Metz in den Niederlanden, die ja auch, wie Sie eben gerade noch mal bei Frau Hinrichsmeier gesehen haben, durchaus im Quartiersbereich unterwegs sind und da schon mehrere Projekte durchgeführt haben und auch schon über längeren Zeitraum. Und insofern können wir da entsprechend viel auch daraus lernen, weil es da auch um ein Vakuumsystem ging, wie Sie sich vielleicht erinnern. Als zweiten Referenten hatten wir dann den Herrn Prinz, der entsprechend die Regenwassersysteme zentral besprochen hat, nämlich wirklich Regenwasser zur Nutzung zur Schonung der Grauwasserreserven. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und ist da auch eingegangen auf die unterschiedlichen Systeme in den Niederlanden und Belgien, inwieweit da entsprechende Reglementarien bestehen. Im dritten Webinar vor 2 Wochen hatten wir dann 3 Referenten. Das war einmal der Herr Nolde von Nolde und Partner in Berlin, der sich fokussiert hat auf Mehrfamilienhäuser, Projekte, wo entsprechend gerade auch ein Fokus besteht auf Wärmerückgewinnung auf Grauwasser, aber auch durchaus der weitere Ansatz von
Ressourcen, Rückgewinnung, Nährstoffe und entsprechend auch die Betriebswasserrückführung. Und da doch auch ganz klar aufzeigte, dass sie da schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten dran sind und es ganz viele praktische Erfahrungswerte gibt. Frau Doll von der EAWAG in der Schweiz hat uns den Water Hub vorgestellt, dieses tolle modulare Gebäude, wo viel geforscht und experimentiert werden kann, was eben einfach nochmal zur Fragenbeantwortung auch dient, denn Sie haben in allen Vorträgen gesehen, es gibt noch viele Sachen, die wir erforschen müssen und deswegen ist es klasse, so ein modulares Gebäude zu haben, wo man entsprechend die Parameter auch mal verändern kann. Und auch da war der Fokus sehr breit gelegt auf Ressourcenrückgewinnung und auch die Einsparung von Wasser. Und last but not least hat der Herr Ringelstein von der Inteva in Aachen dann seine Projekte entsprechend in Deutschland mit Fokus auf das Firmengebäude vorgestellt, aber auch ein paar Projekte, die in den USA umgesetzt worden sind. Und da geht es um die Aufbereitung und Wiederverwendung von Regenwasser. Auch da war der Fokus ganz stark auf Starkregenereignisse und Regenwasserrückgewinnung mit Grauwasser-Umsetzung als Betriebswasser und alle mit dem Fokus, dann eben das Trinkwasser einzusparen. Herr Ringelstein hatte auch eben die Anlage vorgestellt, wo Regenwasser direkt zu Trinkwasser verarbeitet wird in dem Firmengebäude. Und das war nochmal ein ganz spannender Aspekt, den wir in dem Regelwerk, das Daniel heute vorgestellt hat, natürlich noch gar nicht aufgegriffen haben. Und heute hatten wir dann die Frau Hinrichsmeier von Hamburg Wasser, die das Projekt Lehenfelder Au vorgestellt hat, was als öffentlicher Betreiber nochmal einen neuen Aspekt dazugegeben hat und auch die Dimension und Größe des Projektes, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Eindruck gegeben hat, was so stattfinden kann. Und jetzt hatten wir gerade den Vortrag von Daniel von BEST, der uns dann entsprechend nochmal auf die Parameter und Regularien speziell für die Grauwassernutzung eingeführt hat und hingewiesen hat, weil es da eben den ersten Ansatzpunkt auch in Luxemburg dazu geben soll. Was sind jetzt die Takeaways? Und statt das technisch und förmlich zu gestalten, hatten wir uns überlegt, wir spiegeln Ihnen einfach mal so verschiedene Eindrücke und quasi Zitate aus den verschiedenen Webinaren zurück. Ein spannender Punkt, den der Herr Metz machte, war, dass die Vakuumtoiletten eben keine Aerosole produzieren, was ein Vorteil ist. Und auch bei der richtigen Installation und der richtigen Technologieauswahl nicht lauter sind als konventionelle WCs. Dass man das Betriebswasser augenscheinlich nicht von Trinkwasser unterscheiden können sollte, haben alle Referenten immer wieder betont und das hat Daniel eben ja auch nochmal aufgegriffen. Die Qualitätsparameter sollten also so ausgelegt sein, dass der Nutzer, die Nutzerin letztendlich überhaupt keinen Unterschied zu Trinkwasser feststellt. Also das ging auch gerade um den Trübungsgrad, auf den Herr Nolde auch nochmal eingegangen ist. Der Herr Prinz hat dann ganz klar nochmal diesen breiteren Rahmen dargestellt, nämlich der Wasserkreislauf und die Wasserqualität und aus den Niederlanden, aus der niederländischen Perspektive aufgezeigt, dass eben all unsere größeren Ströme entwässern durch die niederländischen Gebiete und dass die Wasserqualität in der Mosel schon viel, viel besser geworden ist und hat dann auch ein Dankeschön an Luxemburg geschickt, um einfach zu zeigen, wir fokussieren uns zwar auf Häuser und Quartiere, aber der Gesamtwasserkreislauf ist davon eben auch betroffen. Und dann hat er auch noch schön das Beispiel dargestellt, dass er die Waschmaschine auf Regenwasser umgestellt hatte und seine Frau letztendlich gar keine Unterschiede gemerkt hat, obwohl sie sich eigentlich erst dagegen gesträubt hat. Und dann hat er ja gesagt, dass er das heimlich gemacht hat und dass sie es dann gar nicht gemerkt hat. Das heißt also ganz, ganz klar, dass wir zwar die technische Machbarkeit in vieler Hinsicht haben, aber die Wahrnehmung über die Nutzung
und die Einschränkungen, die ich eventuell habe, die gehen doch oft sehr, sehr weit auseinander. Und das ist bei einer Umsetzung von Projekten auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Herr Noll hat es dann ganz klar zusammengefasst und das wurde, glaube ich, von allen Referenten auch unterstützt, indem er gesagt hat, Gebäude, die wir heute ohne Grauwassergewinnung bauen, sind bereits heute schon eine Fehlplanung. Ein ganz wichtiger Punkt für alle zukunftsorientierten Projekte. Dem hat Frau Doll dann letztendlich eine andere Perspektive gegeben in die gleiche Richtung, dass nämlich Anlagen ganz, ganz klar für die Zukunft geplant und gebaut werden sollen. Das hat Frau Hinrichsmeier ja auch in dem Entwicklungsprojekt für Jenfelder auch nochmal ganz klargestellt. Aber auf jeden Fall alle Infrastrukturprojekte in der Richtung, die heute geplant und gebaut werden, müssen sich auf Klimaveränderungen einstellen, müssen sich auf Wasserknappheit einstellen und nicht geplant und gebaut werden, um bestehende Systemen gerecht zu werden oder bestehende Systeme zu bedienen. Also auch da eine ganz, ganz klare Herausforderung zu sagen, wir müssen das Konzept in vieler Hinsicht auch neu denken und planen. Sie hat uns auch ganz klar ein schönes Beispiel gegeben, dass neue Trenntoiletten den Urin trennen, ohne dass dieser Prozess sichtbar ist. Und die einzige kulturelle Anpassung wäre dann, dass sich die Männer aufsetzen müssten. Das kann also wieder darauf hinweisen, dass es die Wahrnehmung ist und nicht die technische Machbarkeit, die zum Teil auch Barrieren aufstößt. Sie hat auch ganz, ganz klar darauf hingewiesen, und das wurde von vielen Referenten auch erwähnt, dass es um eine inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit geht, die ganz, ganz wesentlich ist, um entsprechend die Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Frau Hinrichsmeier hat ja auch eben gerade noch mal darauf hingewiesen, dass es entsprechend einen komplexen Stakeholder-Prozess gab in der Jenfelder Au, aber dass der auf jeden Fall integriert werden muss in den Prozess. Also wiederum, wir gehen hier nicht nur, wir betrachten hier nicht nur technische Lösungsansätze, sondern ganz, ganz klar auch den kulturellen Kontext, in dem wir uns bewegen, den Erfahrungskontext. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in allen Referenzprojekten gemacht wurde. Und der Herr Ringelstein hat ganz, ganz klar eben unterstrichen, dass es sich absolut lohnt, auch aus wirtschaftlicher Perspektive Regenwasser- und Betriebswassersysteme einzubauen und dass es wirklich eine Verschwendung wäre, es nicht zu tun. Aber dass wir natürlich eine Herausforderung haben mit den regulatorischen Rahmenwerken, das hat ja Daniel eben auch noch mal schön aufgezeigt, und dass sich in den laufenden Projekten die EU-Badegewässerrichtlinie als Anhaltspunkt genommen wird. Aber auch da hat Daniel uns ja einen Schritt weitergeführt. Zusammenfassend können wir also noch mal sagen, dass wir viele, viele verschiedene Praxisbeispiele gesehen haben, leider nur digital und nicht im Besuch, wie ursprünglich geplant. Und doch sehr unterschiedliche Erfahrungswerte, aber doch mit gemeinsamen Synthesen daraus entstanden sind, aus den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Wir haben Ihnen ja auch die Aufnahmen entsprechend schon zugeschickt und die Präsentationen, worauf Sie sich dann auch nochmal beziehen können. Das heißt also, der Fokus der unterschiedlichen Projekte mit dem Fokus zirkuläres Wasser waren eben auf integrierte Technologien, die wir in der Praxis entsprechend umgesetzt haben, zum Teil eben mit jahrzehntelangen Laufzeiten und Erfahrungswerten zu Regenwasser, Grauwasser, der dezentralen Schwarzwasserbehandlung, das war ja in der Jenfelder Au auch ein Schwerpunkt, Energierückgewinnung, der Herr Nolde hat das auch noch mal ganz klar hervorgehoben, und auch die Nährstoffrückgewinnung, die fast in allen Projekten eine wichtige Rolle spielte. Das heißt also, wir reden hier nicht über irgendwelche theoretischen Konzepte, aber
es fehlt uns an Gesetzen, Richtlinien und Parametern. Und das wird auch weiterhin eben ein wichtiger Bearbeitungspunkt sein, um das dann weiter aufzuskalieren und über Pilotprojekte hinauszugehen. Trotzdem wollen wir jetzt erstmal mit Pilotprojekten anfangen, und im Webinar 1 hatten wir ja auch schon dargestellt, dass Grauwassernutzung mit Energierückgewinnung als eine der ersten Prioritäten festgelegt wurde. Und jetzt möchte ich da gerne dann an Brigitte Lambert übergeben von der AG, die Ihnen dann nochmal 2, 3 Punkte aufzeigen wird, wie es weitergehen soll. Was sind die nächsten Schritte? Brigitte. Ja, danke, Katja. Also wie gesagt, wir haben ja ganz, ganz viele Aspekte gehört, auch Systeme, die zum Teil noch sehr, sehr weitergehen als das, was Katja jetzt auch schon angekündigt hat, dass wir als ersten prioritären Schwerpunkt jetzt sehen würden. Und zwar ist das die Grauwassernutzung mit Energierückgewinnung. Da möchten wir gerne damit anfangen, was jetzt aber gar nicht bedeutet, dass wir uns danach vor anderen Systemen verschließen. In der Prioritätensetzung würden wir jetzt erstmal damit anfangen. Wir sind auch sehr, sehr dankbar für die Offenheit von Bâtiment Public, die bereit erklärt haben, unser erstes Pilotprojekt zu hosten im Schwimmbad des Lycée Clairvaux. Und diese Zusammenarbeit mit einem öffentlichen Partner ist uns auch sehr, sehr wichtig. Das schließt aber jetzt auch überhaupt nicht aus, dass wir weitere Pilotprojekte angehen können in diesem Bereich. Eine überschaubare Anzahl an Projekten, die eben maßgeblich für einen bestimmten Bereich stehen. Jetzt ist die Lycée Clairvaux ist ja ganz klar öffentlicher Bereich, eine Schule. Man könnte sich vorstellen, dass noch einige andere Anlagentypen Host eines Pilotprojektes werden könnten. Was uns auch sehr, sehr wichtig ist, das ist eben diese interdisziplinäre und interministerielle Zusammenarbeit, die wir auch wirklich gerne pflegen möchten, weil wir der Meinung sind, dass eben nur dieser Dialog und diese Zusammenarbeit zum Erfolg führen können, um eben zirkuläres Wasser in die Praxis umzusetzen. Darüber hinaus möchten wir nicht nur den Austausch mit anderen Ministerien und anderen Disziplinen weiter beleben, sondern auch den Austausch mit Ihnen allen, mit den Teilnehmern dieser Webinarserie. Und wir würden uns auch sehr über eine Rückmeldung freuen. Deshalb haben wir einen Fragenbogen ausgearbeitet, den wir an Sie schicken werden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Feedback von Ihnen bekommen würden. Brigitte, bevor wir dann zum Ort gehen, es sind jetzt doch noch einige Fragen eingetrudelt zu dem Vortrag von Daniel, und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die würde ich jetzt gerne noch mal aufgreifen und dir dann das Abschlusswort geben, okay? Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich kurz switchen und da reingucken. So, Daniel, du schlägst vor, wichtige Parameter online vor Ort zu messen, einverstanden, aber welche Parameter? Nur Betriebsparameter oder auch Qualitätsparameter? Ja, es ist halt so, wie schon vorhin gesagt, wir werden im Rahmen dieser Pilotserie werden wir nicht nur halt Betriebsparameter, sondern auch Qualitätsparameter halt überwachen. Aber wir haben jetzt mal, wenn wir jetzt auf das Pilotprojekt in Clairvaux gehen, wo eine Pilotanlage halt dann getestet werden wird, ist immer wichtig halt, welches Verfahren wird eingesetzt, um zu wissen, welche Betriebsparameter man überwachen muss. Da wir hier da hier sich die Anlage halt um eine Membran halt handelt, ist es halt mal wichtig, auf jeden Fall erstmal zu wissen,
sowieso den pH-Wert halt mal festzulegen, damit man weiß, ob jetzt nicht irgendwo halt Haushaltschemikalien oder halt sonstige Inhaltsstoffe, die halt über das Abwassernetz entwässert werden, die nicht da reingehören, die Temperatur, die maßgeblich ist für den Betrieb einer Membran. Wenn wir halt auch hingehen und also auch auf biologischen Verfahren halt, also es ist ein MBR-Reaktor halt im Kleinbetrieb, der halt da eingesetzt werden wird. Das heißt, auch den Sauerstoffgehalt im Restwasser und auch nachher die Trübung. Es sind jetzt viele Parameter, auch mit der Liste, die wir zusammengestellt haben. Es geht hier jetzt mal darum zu sehen, welche Parameter wir wirklich halt benötigen und auch wirklich relevant sind, um eine aussagekräftige Annahme machen zu können oder eine Richtlinie nachher auszuarbeiten. Weil wenn wir jetzt die Qualitätsparameter halt, die auch analysiert werden, da ist es aber halt so, dass man halt diese jetzt nicht online überwachen kann, sondern halt, wenn man jetzt die mikrobielle Belastung halt überwachen will, da halt Probenahmen nehmen muss, die halt im Zulauf nach der Membran und halt auch nochmal, wenn weil es sich um ein Pilotprojekt handelt, hatten wir vielleicht darüber gesprochen, auch nochmal für eine andere Stufe eine Desinfektion nachzuschalten, halt auch dann eben nochmal nach dieser Desinfektion halt die Abwasserqualität halt von einem zertifizierten Labor halt abnehmen zu lassen und analysieren zu lassen. Super. Und die Frage war von Herrn Morgenroth von der ERWAG und er sagt auch, dass man statt einfach nur Annahmen eben zur Badewasserqualität zu machen, man durchaus eine quantitative Microbiological Risk Assessment nutzen könnte und dass es dazu gute Publikationen und Berichte gibt. Vielleicht sind wir da dann auch noch mal im Austausch danach mit der ERWAG oder habt ihr euch das auch schon angeguckt? Nee, das ist vollkommen richtig. Wie gesagt, ich möchte auch vielleicht noch darauf hinweisen, also Tabelle, die ich vorhin gezeigt habe, das war jetzt mal für diese Pilotserie. Es ist keine Annahme, da gebe ich mir vollkommen recht. Man sollte halt auch, und das ist ja auch im Rahmen dieser Pilotserie halt mit eingeflossen, dass wir halt nachher diese Parameter ständig, also von Laboren analysieren lassen. Und es ist auch richtig, dass es in der Literatur halt solche Beispiele gibt. Wir haben ja auch im Rahmen unseres ersten Teils, die von meiner Kollegin noch gemacht worden ist damals, wurden ja auch schon mal große Literaturrecherchen gemacht und halt über diese Parameter auch darin berichtet. Ich wollte das jetzt hier nicht halt heute in diesem Vortrag großartig erläutern, weil es halt den Rahmen gesprengt hätte. Aber wenn diesbezüglich halt noch nähere Informationen wünschenswert sind, kann er sich uns melden, da können wir ihm die gerne weitergeben. Ja, und auch umgekehrter Austausch, weil Ja, wir ja wissen, dass die ERWAG da viel Forschung zu gemacht hat und ja uns eventuell da auch weitere Hinweise geben kann. Also ganz herzlichen Dank für den Hinweis, Herr Morgenroth. Dann ist die Folgefrage, wer bei dem Pilotprojekt mit Clairvaux und dem Bâtiment Public diese Überwachungsfunktion übernehmen soll. das hatten wir mal kurz intern angesprochen. Das muss man halt jetzt nochmal genau schauen, wer es macht. Also in den Kopf gekommen sind hier auch vielleicht auch mal Zusammenarbeit mit einer Universität halt, die halt dann im Rahmen einer Bachelor-Masterarbeit halt zum Beispiel diese Anlage betreibt, auch Analysen macht. Das heißt, der die Anlage eben halt dann ständig überwacht halt oder halt ob wir als Büro das vielleicht übernehmen, das muss man halt alles abklären noch. Wir hatten Gespräche, es ist aber noch keine finale Entscheidung diesbezüglich getroffen. Man muss aber auf jeden Fall mit also aggregierten, zugelassenen Laboren auch schaffen, die halt wissen, also arbeiten, die halt wissen, welche Parameter die halt äh, zu analysieren haben und auch, dass die richtig analysiert werden, dass es da halt keine falschen Angaben nachher dazu gibt. Richtig, genau. Und die nächste Frage von Herrn Pütz ist dann eben auch, ob es schon einen zeitlichen Horizont gibt, wann diese Anforderungen in Luxemburg geregelt werden können. Das ist dann vielleicht auch nicht eher für dich, sondern vielleicht kann Brigitte da sonst auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ist ja dann doch ein involvierter Prozess. Aber hast du dazu eine Antwort, Daniel, oder? Nee, kann ich leider jetzt keine Antwort dazu geben. Vielleicht kann die Brigitte da noch etwas Näheres zu sagen. Super. Okay. Dann habe ich, glaube ich, alle Fragen entsprechend aufgegriffen und würde das Wort wieder an dich übergeben, Brigitte. Ich weiß nicht, ob du da kurz noch mal drauf eingehen kannst, auf die letzte Frage. Und ansonsten gebe ich dir dann gerne das Schlusswort.
Ja, also eine ganz genaue Zeit Regularien jetzt momentan noch nicht, da wir noch im Studieren sind und diese Studie noch am Laufen ist. An diese Studie andockend werden natürlich Gespräche auch geführt werden, auch auf politischer Ebene, um eben den Vorschlag der verschiedenen Werte auch festzuzurren. Und dann wird natürlich dann auch der legislative Weg begangen werden müssen. Wir wissen ja alle, dass das jetzt nicht von heute auf morgen normalerweise geschieht. Das braucht einige Zeit. Man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass wir mittelfristig ein klares Regularium in Luxemburg haben möchten. Ja. Dann würde ich ganz gerne allen Teilnehmern und allen Referenten ganz herzlichen Dank sagen, auch für ihre rege Teilnahme und dass sie alle 4 Webinare durchgeharrt haben und nicht aufgegeben haben. Und wir sehen diese Webinarreihe jetzt auch nicht als ein abschließendes Ereignis, sondern als einen Auftakt und einen Anfang. Und wir möchten diese Diskussionen, die ja sehr engagiert auch waren, ganz weiterführen und würden so auch eine weiterführende Webinar auf jeden Fall ins Auge fassen. Alle Beispiele, die jetzt von den verschiedenen Referenten gezeigt haben, zeigen ganz klar auf unterschiedliche Art und Weisen, wie sie ja zum Teil ganz unterschiedlich gelöst wurden, dass es möglich ist, unsere Wasserressourcen zu erweitern und dass es auch möglich ist, von einem linearen auf ein zirkuläres Wassermanagement umzustellen. Und ich habe mich ganz toll gefreut über die vielen Praxisbeispiele und eben die Sicht darauf, was im Ausland schon alles möglich ist. Ja, damit nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme und ich wünsche Ihnen dann noch einen ganz schönen Rest des Nachmittags und bis bald. Ganz herzlichen Dank, Brigitte. Dann bleibt mir auch nur von meiner Seite der Moderation Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme zu danken und Sie nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn Sie die Umfrage, die wir Ihnen heute schicken, entsprechend an uns zurückschicken, um einfach auch den Kontakt und die Diskussion fortsetzen zu können. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.